Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Wie ihr seht, startet das mal Motorgottesdienst zu Klöndelfingen. Und ja, es sind relativ viele trotz der ganzen Corona-Massnahmen. Und ich denke, ich werde aber nicht über das ganze Video, über die ganze Fahrt ein Video machen. Weil das wäre dann ziemlich lang. Aber ich wollte ein bisschen darüber reden, was ich so geil finde am TÜV fahren, warum dass ich TÜV fahre. Fahren ist eigentlich der Grund, dass ich, also es ist einfach Freiheit. Das habe ich schon mal drüber geredet. Geil, der SMC fährt hinter mir. Nein, das ist einfach Freiheit für mich und einfach weg vom Job, weg von die Heime, einfach auch wenn es nur für eine Stunde, 1,5 Stunden ist. Und nicht mehr darüber nachdenken, ob das, was man jetzt macht, gescheit ist oder ob jetzt das, was man macht, scheiße ist. Oder gerechtfertigt einfach, dass man fahren kann, dass man kann kaufen, geniessen, dass man kann... Ja, ich müsste eigentlich hier reinfahren. Dass man kaufen, geniessen und ja, Freundschaft schließen. Das ist auch für mich ein bisschen das Geile, der Motorradgottesdienst, dass man einfach unter Gleichgesinnten ist. So gesagt, darum ja, bin ich auch gerne an Oldtimer-Treffen, an Japaner-Treffen, also japanische Autotreffen, weil man dann einfach nicht muss lang die Leute suchen, sondern einfach die Leute findet. Und genau. Jetzt hat da meine Mutter vorne, die hat den Blinker an. Und jetzt könnt ihr schauen, vielleicht wenn es jetzt rot ist oder so, wir können dürfen einfach durchfahren. Es ist so, wenn man so Kolonnen ist, das offiziell erlaubt, oder wenn das so organisierte Fahrten sind, dass man solche Sachen machen. Genau. Das ist schon geil, so eine Fahrt. Freiheit pur. Das ist für mich, Durchfahren ist für mich so Freiheit. Und für mich zählt es jetzt auch nicht, um jetzt zu zählen, oh, wie viele Kilometer hast du gemacht, wie viele Kilometer machst du, um aneinander zu messen. Sondern es ist einfach die Emotion. Jetzt kannst du sagen, ja, aber es zählt doch auf Zahlen. Zahlen zählen doch in der Schule auch. Das 6 ist besser als das 3. Aber beim Durchfahren zählt das nicht, wie viele Kilometer man fährt. Da zählt einfach die Erlebnisse, die Emotionen. Für mich zählt jetzt auch nicht die PS-Zahl. Also auf und nach kannst du sagen, ja, ist das eine geile Spielerei. Aber ich meine, ich bin auch mit dem 125er schon gerne gefahren. Und fahre jetzt mit dem auch gerne. Jetzt gehen wir auf Andelfingen, aus Andelfingen raus. Genau, und darum fahre ich so gerne ja, TÜV, weil es einfach Freiheit ist. Und auch wenn du nur eine Stunde, 1,5 Stunden gehst TÜV fahren, ist egal, ist auch schon pures Vergnügen, also wirklich richtig geil. Und ja, so viel zu dem. Wie weit dass die TÜV gehen, wie viel TÜV denken das immer. Ich weiß gar nicht, ob es jemand erzählt hat. Genau, das ist ein das Ding. Und sie haben auch beim TÜV-Gottesdienst gesehen, dass man zuerst einen Gottesdienst hat, der einfach aufs TÜV-Fahren ausgelegt ist. Und nachher geht man miteinander eine Ausfahrt machen und dann kommt man zurück. Und dann kann man noch etwas essen, trinken, miteinander reden. Und das sind auch ziemlich starke Corona-Schutzmaßnahmen, die da eingehalten werden. Und ich glaube sogar der Pfarrer fährt mit. Also ich glaube die ganze Kirche, alle die mitmachen, außer vielleicht die von der Gastwirtschaft, finde ich nicht, aber sonst fahren ziemlich viele mit. Genau. Und schnell das Visier machen.
Und das Gebet, oder was du jemandem sagt, ist ja erlöse uns vor dem Bösen, wie auch wir, bla bla, oder ihr wisst ja, was ich meine. Und das, oder ist das Gebet, ich weiß gar nicht, richtig jemandem sagt. Auf jeden Fall ist das, blende ich auch das Foto ein, wie das halt auch umgeändert wurde, ist ein TÜV-Fahrer. Und beim TÜV-Gottesdienst ist das mal ein bisschen darum gegangen, dass der, wo das vorgelesen hat, findet, es kommt nicht auf die Zahlen drauf an, wie viele Kilometer man geballert ist, sondern auf die Emotionen, oder? Und dann hat einer andere dann gesagt, obwohl es in der Gesellschaft so eingerichtet wird, dass es immer auf die Zahlen drauf ankommt, schliesslich kommt die auch in der Schule ist zum Beispiel auch besser als 6 statt ein 3 beispielsweise. Aber für mich ist es effektiv so, dass ich für mich ist es effektiv so, dass sich nicht Kilometer zählen, oder? Für mich. Sondern dass für mich wirklich die Emotionen zählen. Aber dafür, was ich das Geile finde beim TÜV-Fahren, nochmal dazu an, ein bisschen verwirrt zu den zwei Thema Mogo und Thema TÜV-Fahren. Aber das TÜV-Fahren ist bei mir dafür das Geile, finde ich das Geile, dass man einfach fahren und man muss sich nicht jucken um den Must. Und wenn man jetzt komplett 15 Liter aufgebraucht hat beim TÜV, juckt es mich nicht. Ich kann auch an der teuersten Tankstelle von der Umgebung tanken. Es juckt mich nicht, weil ich brauche nur 15 Liter. Oder? Hingegen beim Auto juckt es mich sehr, weil beim Auto sind es dann gerade mal 45, 50 Liter, die ich aufbrauche, wenn ich einen kompletten Tank leer fahre, oder? Darum, das ist ein bisschen, für mich ist das eben ein bisschen das Highlight beim TÜV, dass man kann fahren. Weil solange du willst, den ganzen Nachmittag und du bist relativ wenig Geld losgeworden. Hingegen natürlich weiss ich jetzt nicht, was Pneu kostet und der ganze Service so. Genau. Ich glaube, das wird auch ziemlich eines meiner letzten Videos sein. Also ich denke mal, es gibt schon noch 1-2 Mal, wo das Wetter über 10 Grad steigt oder über 6-7 Grad. Und kälter würde ich dann auch nicht mehr fahren. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich dann bald der Fall sein, dass ich nicht mehr TÜV fahren kann, weil es mir dann einfach wirklich schlecht gesagt kalt und grusig das Wetter ist. Wo gehen wir durch, geradeaus, ne? Genau. Aber ein paar Tage, ich habe ja sowieso eine Prüfung. Ein paar Tage wird sich das schon noch gehen. Jetzt sind es da Hupen. Ah, schau, da ist einer mit der Kamera. Die Drohne müsste glaube ich auch irgendwo rum sein. Der filmt da mit der Drohne. Ah ja, da ist die Drohne. Hey. Geil, das finde ich geil. Drohnen und Pfötterli und das sind denen noch schreiben, dass ich dann da noch filmen kann. Das habe ich heute Morgen auch so mit TÜV noch geputzt, dass ich nicht ganz so... Weil ich bin am Freitag, glaube ich, oder am Freitag, Donnerstag oder Freitag ist es gewesen, bin ich noch TÜV fahren, bin ich noch am Strassenverkehrsamt und da ist dann, hat es angefangen zu regnen in der Heimfahrt und bin dann ziemlich dreckig geworden. Zum Glück hatte ich das Regenkombi angehabt und der TÜV hat auch dementsprechend ausgesehen, oder als ob ich durch Kiesgrube gefahren wäre. Und genau, da habe ich gefunden, du, bevor du zum Motorradgottesdienst gehst, du hast den TÜV noch mal richtig putzen, oder? Genau. Ich hoffe, dass die jetzt nicht zu weit links übergehen da beim Fahren, weil schließlich gehört uns nicht, die Straße nicht. Aber für mich ist das
das Thema TÜV-Fahren wirklich, für mich hat es eigentlich jetzt in der... Ist das mein Auto, das da steht? Nein, für mich hat es in der jetzt aktuell gibt es für mich 3 Hobbys. Thema Fitness, obwohl ich Thema Fitness gar nicht mehr gemacht habe, wegen dem TÜV-Fahren, weil ich einfach jede Minute nutzen wollte, die ich kann. Dann Thema Auto, weil ich ja 2 wunderschöne, bzw. 3 wunderschöne Autos habe. Und Thema TÜV-Fahren. Also TÜV YouTube ist zusammen Fitness und Auto. Oder? Und für mich wird es jetzt so sein, dass jetzt über den Winter werden 2 von 3 Hobbys werden wahrscheinlich fast auf Eis gelegt. Ich will schauen, dass ich trotzdem irgendwie weitermache. Aber genau, das ist. Dann hat er eben auch erzählt, dass jetzt vielleicht jetzt kommen dann die Tage, wo man wieder mehr im Haus sind, wenn man will, können wir Biker-Bibel kaufen. Da hat es auch ein Geschichten drin, von was die TÜV-Fahrer so erlebt haben. Habe ich noch nie gekauft. Aber ja, wäre eigentlich auch eine Überlegung wert. Und genau, der nächste TÜV-Gottesdienst, es gibt 2 TÜV-Gottesdienste im Jahr. Es ist der eine TÜV-Gottesdienst, ist Anfangssaison. Da wird auch der TÜV gesegnet, wenn man das will. Also ich weiß nicht, ob das aktuell, ob das immer noch so ist, aber früher ist es so gewesen, TÜV-Segnung können machen und dann gibt es nochmal einen TÜV-Gottesdienst Ende Saison. Also es gibt eigentlich 2-mal im Jahr als Start und als Schluss gibt es so einen TÜV-Gottesdienst. Was ich übrigens übelst geil finde. Für mich ist es, ich bin jetzt seit, glaube ich bin jetzt das 4. Jahr jetzt mit mir auf dem TÜV und 2 Jahre, etwa 2 Jahre bin ich auf dem TÜV mit, wie soll ich sagen, etwa 2 Jahre bin ich auf dem TÜV mit dem 125er und jetzt bin ich 2 Jahre, oder ja, je nachdem, nicht 2 Jahre, aber ungefähr mit dem großen TÜV unterwegs. Der hat sich gefreut, hast du gesehen, Alter. Genau, so viel zu dem. Und, oh, ich sehe, wie ein Spiegel ist gerade richtig verschmiert. Und ich würde mal sagen, jetzt an dieser Stelle kurz Summer Vibe, das heisst ein bisschen geile Musik dazu, ein bisschen geschnitten und dann hören wir uns gerade wieder. Genau, sind wir jetzt in Rheinau und für mich ist es so, ich habe euch schon viel
Ich habe schon viele Videos gemacht, ich habe schon viele Themen besprochen. Ich habe mir auch Themen aufgeschrieben, was ich gerne noch beredet habe. Ich bin auch mit euch relativ offen, was meine TÜV-Prüfung anbelangt. Und im Allgemeinen sage ich meine Meinung auf YouTube. Aber ich wollte schauen, dass ich mich von politischen Themen und von Themen, was nicht TÜV-Fahren betrifft, distanzieren. Ich habe viele schon Sachen beredet, was gar nicht zum Thema TÜV gehört. Und die Leute, die mich abonniert haben, haben mich entweder wegen Last House, wegen dem Rollenspiel, das ich früher gespielt habe, abonniert, oder wegen TÜV-Fahren. Das sind eigentlich meine zwei Themen auf meinem Kanal. Und TÜV und das Gaming-Thema, das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ich mache ja jetzt eigentlich nur noch TÜV-Fahren. Genau, und darum wollte ich eigentlich auch nicht andere Themen besprechen. Oder? Genau. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendetwas wisst oder wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt. Ich hoffe, wir fahren nicht ins Deutsche. Gott sei Dank gehen wir rechts durch. Gott sei Dank gehen wir rechts durch und dann gehen wir in die Korbstrasse in der Ruhe. Gott sei Dank gehen wir nicht ins Deutsche. Ich habe schon gedacht, also auf eine Art würde ich jetzt einfach sagen, Jolo, wir sind in der Gruppe, mich trifft es eh nicht. Es holt mich eh niemand raus, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon nicht erlaubt, oder? Natürlich schon nicht so geil, wenn ich dann ins Deutsche fahren würde. Genau. Wenn jetzt die Baustelle da offen ist, gell? Das ist jetzt die andere Frage. Da sind sie am Bauen. Einmal der Schuffen. Da ist offen. Nein, für mich ist am Dienstag TÜV-Prüfung. Ich kann auf eine Art mega Schiss und denken, was ist. Auf der anderen Seite sind wir alle noch Menschen, wir können alle Fehler machen und dazu können die Experten auch Sachen zulassen. Oder auch wenn ich jetzt offensichtlich einen grossen Fehler gemacht habe, das ist auch einer mit der Drohne, krass wie viele Drohnen haben die. Auch wenn ich offensichtlich einen Fehler gemacht habe, genau, kann man das ja trotzdem irgendwie verzeihen und irgendwie trotzdem erlauben, dass ich Prüfungen mache. Also für mich ist es jetzt so, dass ich denke, oh, das ist vielleicht falsch, oh, beim Fahren, oh, so. Und so schaffe ich auch Prüfung, aber eben, ich will jetzt niemanden angreifen, aber ich sehe Leute, die Prüfung auch haben, die Prüfung noch nicht lang haben. Und denke auch, aber wie fahren denn die? Das ist ja auch nicht korrekt. Also, niemand angreifen damit, absolut nicht. Und ich weiss, dass sich auch Fehler wieder einschleichen. Aber eben, wie gesagt, also, ist auch cool, dass sich die meisten irgendwie da warten und jetzt halt 5 Minuten warten, bis wir jetzt durchfahren können. Und ja, dass sie nicht irgendwie Faxen machen oder so. Es bringt die auch gar nichts. Ja. Nein, bin ich jetzt Gott davon, sind wir nicht ins Deutsche gegangen. Also ich würde das gut finden, wenn das ein Standard wäre von der Motorradgottesdienst ausfährt, dass es nicht über das Deutsche geht. Auch wenn es nur 5 Minuten über das Deutsche wäre, bis man dann in Schaffhausen wäre, von Rhein auf Schaffhausen, aber genau, bringt ja dann nichts. Also wunderschönes Wetter haben wir verwünscht für den Motorradgottesdienst. Ich hoffe nicht, dass gerade Kühe am Übertreiben sind da vorne, weil da vorne ist so ein Durchgang von der einen Weide zu der anderen Weide oder von der einen Weide in den Stall oder wie auch immer zu kommen. Aber sieht jetzt nicht gerade so aus. Oh, schau mal, die steht da oben wie ein King. Ich kann nicht schauen, ob die Kamera noch läuft. Und ja, es ist ein bisschen ein random Vlog, ich weiss, ein bisschen langgezogen. Aber ich kann eigentlich möglichst wirklich trotzdem über den ganzen Motorradgottesdienst so eine Aufnahme zu machen. Und wenn die Leute vom Motorradgottesdienst meine Aufnahme brauchen, dann müssen sie halt ohne Tonspur. Also ich denke, die werden wahrscheinlich sowieso, wenn es überhaupt das Video gibt, dann würden sie sowieso das müssen bearbeiten irgendwie, mit Ton hinterlegen und dann ist es bei mir halt auch mit Ton und ohne TÜV-Geräusch drauf. Aber mit TÜV klingt ja eh nicht so geil, also von dem her, was soll's, oder? Mega schön, dass das funktioniert hat mit dem TÜV-Gottesdienst trotz Corona. Also ich wollte eben, wie gesagt, das ist
Das ist auftuppig, das gehört nicht da rein. Aber ich sage nur so viel. Mich nimmt es Wunder, wie lange es geht, bis man merkt, dass wir irgendwie falsche Schutzmaßnahmen haben. Also das Ganze, dass höchstens das Handwaschen, wenn überhaupt höchstens Handwaschen etwas nützt. Also das nimmt mich Wunder, wie lange das geht. Ich muss mal winken. Kuppe. Dass man da über die Kuppe nur 60 km/h fahren, nicht dass man da auch noch abhebt. Naja, also für mich ist, wenn ich die TÜV-Prüfung geschafft habe, gibt es für mich zwei Sachen, die ich sofort erleben will. Ich will die KTM SMCA 690 Probe fahren, also Kraft kenne ich gar nicht Kohle dazu. Ausser ich würde eine alte, wie der hinter mir hat, wirklich eine alte kaufen, 3000 Franken von dem TÜV nehmen und dann bräuchte ich noch 3000 Franken und dann könnte ich eine alte kaufen, alte SMCA. Oder ich habe zwar gesagt, ja wenn, dann gerade die neue, aber die neue könnte ich mir in 10 Jahren nicht leisten, weil die neue kostet 12'000 Franken. Wie sollte ich an 12'000 Franken kommen? Das geht auf keinen Fall. Oder? Aber eben, ausser ich tue meine Honda verkaufen und bräuchte noch 3000 Franken und würde dann eine finden. Das wäre natürlich richtig geil, auch wenn es die alte ist. Aber die neue kann ich mir keinen Fall leisten. Aber das wäre eben ein Ding, Probefahrt. Aber ich kann ja dann die neue Probe fahren und dann die alte auch noch. Und für mich wäre es auf jeden Fall, dass ich direkt ins Deutsche fahre. Also, sobald es geht, vielleicht nicht gerade am Tag, wo ich die Prüfung habe, weil ich weiß nicht, ob der Ausweis akzeptiert wird, ich sage jetzt mal provisorischer Ausweis. Ob der akzeptiert wird vom deutschen Gesetz aus. Aber spätestens an ein paar Tagen, wo ich dann den Ausweis habe, würde ich dann definitiv ins Deutsche fahren. Und für mich würde es auf jeden Fall wieder zählen, dass ich dann wieder viel mehr, also ich kann zeigen, wie man Kurven fährt, dass ich wieder viel mehr ins Fitness gehe. Also das war auch mein Ziel eben, dass ich jetzt die TÜV-Prüfung bestehe. Und wenn ich die TÜV-Prüfung bestanden habe, dass ich dann, wie soll man sagen, durch den Winter dann ganz viel ins Fitness kann gehen. Das ist ein bisschen... Nein, ich sehe da, wie nice, dass die da warten, ohne Probleme. Jetzt sind wir zum Marktalen. Ich glaube, wir müssen überlegen, wo wir eigentlich sind. Und jetzt gehen wir auf Richtung Bänken, Richtung Truttiken, so etwas schauen. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man so in Gruppen fährt und so, ich sage jetzt mal versetzt fährt, dass man eigentlich ziemlich viele Sachen nicht mehr machen kann. Mit dem richtigen Einspuren. Mit dem Blicktechnik kann man natürlich trotzdem noch machen, aber das ist ein bisschen das Problem, so finde ich. Aber das ist halt, wenn man so Gruppen fährt. Ich meine, wie weit vorne ist der Erste und wie weit ist der Letzte? Also das ist ja die Distanz von 2 Kilometer. Ich weiss nicht, wo der Letzte ist. Nein, ja, noch mehr. Also, ja, ich weiss nicht. Keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich weiss gar nicht, wie viele Töpfe das sind. Super Wetter am Fütsch. Mega geil, mega schönes Wetter und die Farbe im Herbst. Also ich habe das schon mal erzählt, ich bin kein Herbsttyp. Für mich ist Herbst so traurig, so. Es geht alles ein, es ist fertig, so. Wir sind am Ende, oder? Ich finde gar nicht den Frühling viel, ja, weil im Frühling ist alles so alles neu, alles frisch, alles startet. Im Herbst ist es so vorbei. Aber Temperaturen sind mir gleich. Herbst oder Frühling kann ich beides mega gerne. Also für mich ist das Wetter, wenn es so ein bisschen kühler ist, top. Nein, gehen wir nicht. Jetzt gehen wir hier links durch. Schauen, blinken, einspuren, runterbremsen, obwohl ich bin schon mega langsam abschalten. Ich habe viel zu früh geschaut. Schauen, blinken. Und jetzt kannst du wieder ein bisschen Gutzi geben. Und Gutzi! Jetzt sind wir gerade ein Zeitchen lang ein bisschen langsam gefahren.
Aber schaut mal an, wie schön. Wie schön. Die Straße ist zwar nicht schön, aber die Blätter, die Bäume, die Wiese, der Himmel, oh Mann, richtig schön, richtig sexy. Ich habe mir zwar eigentlich gespart auf einen Überrollbügel für den Mazda. Eigentlich habe ich beim Mazda zwar schon das eine oder das andere vor, aber ich bin jetzt finanziell so mir alles am Aufschreiben und so pingelig gewesen und aufs Geld schauen, dass ich mir überlegt habe, braucht es das? Wollte ich überhaupt jetzt beim Mazda alles jetzt dort neues Licht, dann mache ich Überrollbügel, dann mache ich neue Radio und oder schieße ich jetzt einfach mal drauf und nehme das Geld, ich habe jetzt noch nicht viel Geld auf der Seite, aber da einfach das Geld, das ich gespart habe für den Überrollbügel, nehmen zum TÜV an, Geld, das ich den TÜV verkaufe und dann noch Geld bis jetzt an sparen und dann mir die KTM kaufen, weil das wäre richtig fett für mich. Die KTM, also ich muss natürlich zuerst Probe fahren, aber die KTM, wo ich mir lange überlegt habe, dann habe ich meinen TÜV, meinen Traum-TÜV, oder ja, mein Auto, Alltagsauto und einen Oldtimer, den ich wortwörtlich geerbt habe. Also über dem als Video angeschaut habe, ich habe ein Video von dem, das Video schon auf dem Kanal, mehrere auf einem anderen Kanal und den Mazda, den ich mir selber gekauft habe. Oder? Aber bei meinem Auto wäre eben so, ich würde am Licht etwas ändern, aber wenn man das ändert, muss man lichttechnisches Gutachten erstellen lassen. Und ja, das kostet eigentlich 500 Stutz. Ich bin eigentlich auf das am Sparen, aber ich überlege mir so, ob es das braucht. Ob ich das jetzt wirklich machen will. Es ist zwar mein Hobby und alles, ist so meine Entscheidung, aber ich überlege mir wirklich, ob ich nicht lieber die 500 Stutz an den TÜV nehme, weil das wäre schon wieder von 6'000 Franken, 3'000 Franken kommt schon zu der TÜV und dann nochmal und dann nochmal 3000 Franken, dann sind 500 Franken von 3000 sind schon ziemliche Batzen, finde ich. Aber auf die andere Seite, wenn ich schaue, ob das gerechtfertigt ist, weil ich finde es krass, ein TÜV, der neu ist, also der neue kostet jetzt 12'000 und die alte in gebraucht mit 20'000 Kilometer kostet